Herr Curcio, Herr Malaparte, Verzeihung. Verzeihung, tausendmal Verzeihung. Nein, bleiben Sie sitzen, stehen Sie nicht auf. Ich bin an allem schuld. Lassen Sie mich bitte ein paar Minuten an Ihrem Tisch sitzen. Bitte. Danke. Es ist sehr heiß. Ich bin seit 6 Uhr morgens unterwegs. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Ich suche Sie seit gestern. Als es mir klar wurde, was für einen unangebrachten Auftritt ich hatte. Und ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Trinken Sie einen Tee? Nein, danke. Es ist ja sowieso zu heiß. Cu toate că, so wie die Rumäner sagen, cui pe cui se scoate. Ich habe auch Herr Sartori angerufen und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Es war nicht nötig. Besser gesagt, das hilft nichts. Ja, ich weiß, dass unsere ausländischen Partner ein schlechtes Bild von uns haben, aber ich bin gekommen, um dieses Bild zu ändern. Mă scuzați, domnul colonel ce-a dori? Cafea. Macmahon. Da. Herr Curcio, an dem Tag waren wir alle sehr, sehr, sehr aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Nein, das können Sie nicht. Stellen Sie sich vor, es wurde ein Militärgerichtsfall daraus. Wegen der Geschichte mit dem Weinkeller? Ja, wer hätte das gedacht? Mulțumesc. Vorgestern wurde der arme Lupu höchstpersönlich vom General Antonescu angerufen und gratuliert, wie schön er die Situation mit den Juden gemeistert hat. Er erwartete einen Orden, er war am Ende seiner Karriere. Anstattdessen trank cu telefonul, abgesetzt. Genauso mit dem armen Präfekt. Wurde er auch abgesetzt? Nein, aber auch nicht geküsst sozusagen. Anstelle von Lupu wurde ich zum Garnisonkommandant ernannt. Also Sie können sich vorstellen, was ich jetzt um die Ohren habe. Ich habe wieder Appetit. Gott sei Dank. Man kann es sehen, dass es Ihnen viel besser geht. Guten Appetit. Was lesen Sie da? Ha? Corriere della Sera. Schön. Apropos, ich habe Ihnen die Papiere gebracht. Abgestempelt, alles in Ordnung, kein Problem. Herr Curcio, ich schlage Ihnen vor, selbst wenn Sie sich viel besser fühlen, doch zu Gruber zu einer Untersuchung zu gehen. Wir haben uns gestern umsonst aufgeregt, Sie und ich. Ja, so passiert man, wenn man dort sucht, wo man nicht suchen muss. Ich habe den Gruber gefunden. Wir haben besser in den Akten nachgeforscht, ein paar Telefonate. Und jetzt haben wir ihn. Wir haben den Gruber. Wenn das ein Witz sein soll, ist das kein guter. Gott behüte. Josef Gruber, alergologe mit Praxis in der Straße Treierari. Uitați, Josef Gruber cu cabinetul în strada Treierari. Herr Koka, ich war gestern, wo die Züge... Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe ein Massengrab gefunden. Ja, das weiß ich, ja. Gruber ist dort. Tot. Er war auf der Liste. Ich bitte Sie. Falsch. Das war Gruber Josef, der Vater. Er hat nichts zu tun mit Gruber Josef, dem Sohn. Ja. Dem Sohn, dem Allergologe, dem Arzt. Fiul și alergologul. Der Sohn war während der Ereignisse verreist aus der Stadt und gestern ist er zurückgekommen. Wir haben uns wie Verrückte ereifert, entschuldigen Sie mich, mit Zügen und Kestur, anstatt ihn in seiner Praxis zu suchen. Ich muss einen Termin vereinbaren. Nein, kein Termin. Er ist in seiner Praxis und er erwartet Sie. Dann gehe ich gleich. Nein, Sie können in aller Ruhe weiter essen, denn er rührt sich nicht von dort, bis Sie kommen. Also dann. Alles auf meinem Zimmer. Danke, sehr nett. Wenn Sie wollen, kann ich Sie begleiten. Ich kann ein Taxi nehmen. Nein, besser stelle ich meinen Fahrer zur Verfügung. Ich bleibe sowieso ein paar Minuten noch in der